Ich habe mir hier diese Tage, wie mir Anita ein Lebenswasser sehr gut gefällt. Wir haben uns gefreut für all das Schöne, was Gott hier tut in dieser Gemeinde. Dankeschön für die Einladung und all die Leiter hier von der Gemeinde, die uns eingeladen haben. All für lange Zeit. Ich war Ronald Rieger, der dort bei uns im Team der Verwalter ist, wie hier für ein Jahr so wird, oder für mehrere Monate immer haben. En dankzij voor alles dat je als gemeente ons zo aangenommen hebben, dat we ons hier zo thuis voelen. We zijn in deze gemeente al over viele Jahre einmal weiter gekommen en hebben hier ook Lebenswasser ist ein Teil von uns geworden. In dieser Zeit. Viel Schönes habe ich konnte mit ihnen erleben und dafür sind wir Gott sehr dankbar für die Gruppe, die hier mit uns gesungen hat, ist doch nicht wunderbar, wo wir haben konnten dem Herrn anbeten, das letzte Lied, ja, so, die Jähen wird vom Heiligen Geist sperren. Das ist doch wunderbar, nicht so? So, ich habe hier viel Schönes. Ich hatte es da gesagt, dass ich keine Church-Predigt nicht stimmt. Aber jeder braucht eine Gemeinde. Ich habe in Paraguay mit Anita, wir haben eine Gemeinde, wo wir hingehen. Und wir brauchen dort, die Bibel sagt, wir müssen wo hingehen, dass wir in dem Glauben wachsen. Wenn hier Menschen sind, die nie mit Gott angefangen haben und nicht weiter, wo sie in den Fährweich kommen, diese Gemeinde haftet der auf. Ich glaube, jeden Sonntag zum Morgen, das ist hier, weiter, 9:30. Du wirst einmal schon richtig gehabt, ja? 9:30. 9:30, das wäre nicht 9:30, 9:30. Ja. 10:30, Vermittag. Da sind Sie hier willkommen bei dieser Gemeinde. Willst du, das ist wichtig, nicht bloß, dass man mit Jesus anfängt, dass man wieder hat. Wenn ich eine Gemeinde habe, dann mag da Fährweich mit Jesus. Da, wo sie thuis sind, dass sie im Glauben wachsen. Wichtig ist, dass wir uns rein machen für das, was kommt. Vandaag vanmiddag hebben we in bed verzocht eine Vision ans Ende prägen für das, was für uns ist. Und jetzt haben wir auch einen Bibelraum studiert, eine von den Eigenschaften, die Gott hat, mit der er uns Menschen bejegt. Und das ist der Trost. Der Trost ist ein ganz wichtiger Teil von Gott. Die Bibel sagt, Gott ist Leben. Aber immer weiter, von Anfang bis Ende, bis eine Offenbarung, bis wie wir eine Ewigkeit sind, da sagt es noch, dass Gott wird aufherrschen, der letzte Thron. Das heißt, Gott wird uns trösten. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo alle Menschen Trost brauchen. Nicht immer weit, wie das ist, was wir brauchen. Wir brauchen den Trost von Gott. Getröst worden von Gott. Und wer kennt das nicht, ein kleines Kind, das sich wo anschlungen hat, ja? Kommt ihr an und schlägt, wo ihr ihn hielt. Und dann kommt die Mama, nimmt das auf den Schoß und dann sagt das Kind, hier habe ich mich angeschlagen. Aber man das im Volk wird. Ja? So, was braucht das Kind in Wirklichkeit? Den Trost von der Mutter. Es ist auch nicht mehr wichtig, ob es rechts oder links wird, wo es sich angeschlagen hat. Bloß das Wichtige ist, dass es getröst wird. Ja? Und das ist in unserem Leben auch so. Viele Jammerien, die wir haben, in Jachterien, die wir in Weidung, die wir haben, Probleme, die wir haben. In Wirklichkeit, nur was wir als Menschen verlangen haben, wir haben eine Not, getröst zu werden. Das ist einfach ein Teil von unserem Sinne. So sind wir geschaffen, und seit wir sind an diese Welt gekommen ist, haben wir diese Bedürftigkeit, dass wir getröst werden. Im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament, wenn wir die Kinder das nur lesen, ich wollte den Text hier nicht lesen, ich habe verschiedene Texte, aber einer ist Jesaja 40. In dem Kapitel redet Gott, wo er sein Volk tröstet. Und er spricht Trost über sein Volk aus. Und Gott sagt, er wird sein Volk trösten mit Leben und mit Vergebung. Die Vergebung ist ein Trost. Wir brauchen uns nicht mehr mit der Last widerschlappen. Wir brauchen nicht das erleben, dass die Sünde uns dood macht, dass sie uns kaputt macht, dass sie uns anlegt anleiten. Wir können Vergebung finden wie Gott und das ist ein großer Trost. Wo sollen wir hin, wenn wir nicht Vergebung haben? Wir Menschen werden hier ganz abgeschmiert. Es gibt hier keine Lesung, keine Hoffnung, wenn es nicht Vergebung gibt. So, die Vergebung in der Leben Gottes, die deine auch dort, dass wir getröst werden. Gott sagt doch, dass er wird das Kramme schlicht bei.
Und vorhin gehen wir in Waschen, da sind so viele krumme Aatje, wie kommen wir da nicht mehr ran? Und Gott sagt, er wird den krummen Wasch, den wird er schlicht biegen. Da wo wir nicht mehr mit vordig waren, er wird das Licht biegen. Wir alle haben Konten in unserem Leben, die wir selbst nicht Licht biegen können. So sehr wir auch wollen, so sehr wir uns das vornehmen, immer weiter kommen wir an die Grenze und manche dort, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Und dann auf einmal sagen wir, ich sehe eben so. Und sie wollen mich mal annehmen, wie aus Familie sind so. Und mein Grandmann und Grandpa, der wir auch so. Und ich will nicht unterschworen. Ja, aber wenn wir nach Jesus kommen, dann können wir, kann das kramme Litjeburger werden. Dann können wir auf einmal so werden, so Gott wird wollen. Was wir Mose, als er ein junger Mann wäre, dann wäre er in Paraguay, wo die viele sagen, sehr kortleftig. Ich weiß nicht, ob man das hier versteht. Das meint, Mose wäre einer, der sehr schön Tauschlohn rein. Ja? Wir sind ersten dein Schlucher einen Tod. Ja? Ein Schlucher einen Tod. Ja, das wäre Mose. Der wäre herzig. Der wäre, dem sind blau gekocht, Pfutz, das wird am Scheiler. Und dann fängt er an mit Gott zu gehen. Und was sagt die Bibel nachher von Mose? Mose wird der ruhigste, die langmütigste, ruhigste Mensch von der ganzen Erde. Da gab es keinen so einen besonnenen, ruhigen Mensch als Mose. So, Gott hat das verändert. Gott hat das kramme Schlittgeburger. So, wenn wir mit Jesus gehen, dann wird er an uns hevelen und er wird an uns sorgen und schrauben und daunen, was er uns Schlittgeburger hat auf den Basch, wo er uns will abhaben. Nicht einmal ja dort schein. Mose ist das auch nicht einmal schein. Aber trotzdem sind wir dankbar, dass Gott sich gnädig ist. Amen. So, weil wir rein sind, dass wir uns Licht begeloten von Gott. Dann sagt Herr hier, ich sie rein, für dort, was du wirst. Und ich habe da viele Beispiele. Eins ist, für die, die vom Ton was mag, vom Leim, so eine Koffels mag, ja? Kraus, wo wir das würde sagen. Ich weiß nicht, was für ein politisches Wort man hier braucht, ja? Und dann sagt die Bibel auf einmal dem, der das mag, der dem gefällt das nicht, was er gebüht hat, was da richtig geformt worden ist, dann bereitet er das Taub und der das frisch mag. Was das dort ist, was er von uns will. So dat Gott das auch mit uns. Manchmal macht er zwei Brötchen an uns, damit Gott was nicht kann mag. Ja? Vandaag habe ich davon geredet. Manchmal macht wir das alle loslaten. Oder manchmal macht in uns was gebrochen worden, damit sein Wille kann in uns gesteuert werden. Gott sagt, er wird uns trösten, auch damit, dass er uns seine Herrlichkeit wiesen wird. Weißt du, wenn wir wollen, eine Bovenschätze, nach Gott, dann wollen wir seine Herrlichkeit sein. Jesus sagt mal, deine Frau, habe ich dir nicht gesagt, wenn du schläfst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sein. Mein Bruder, meine Schwester, liebe Freund, Gott will uns seine Herrlichkeit wiesen. Ja. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes sein, an dem Licht, wo wir verändert, wo wir getröst. Und die Herrlichkeit Gottes, die das uns so gut, dass es wenn wir ganz nie Menschen in seiner Herrlichkeit waren. Und das ist wunderbar. Er will uns wiesen, wo groß, wo wunderbar, wo leiftulich und all das Stortje und Machtje und das Licht und die Reinheit und die Heiligkeit, die am Bein ist, die will er uns offenbaren und damit will er uns trösten als seine Kinder. Das ist doch wunderbar. Die Bibel sagt doch in Jesaja Kapitel 40, dass Gott uns trösten will mit seinem mächtigen Ohren. Mit seinem mächtigen Ohren. Immer weiter redet Gott von seinem Ohren. Er hat den Ohren, der da hinredet, wo keiner hinkommt. Wir können nicht so deep am Baum sein, dass Gott nicht wird mit seiner Hand da hinkommen und uns rüberholen.
Und wir wollen nicht uns vor Gott verstoppen. Das Jeff keine steht, ab dieser Erde, oder wenn wir am Weltall nennen, geschossen worden mit einer Rakete, wo nicht Gott uns finden würde. Das Jeff keine steht. Die Bibel sagt, gerecht wird das Meer der Deutsche hergeben, die Erde wird das Deutsche hergeben, wo immer der Stoff von Menschen geblieben ist, der wird sich taub tun und wird vergott Gott stehen, der Mensch. Und das ist der große und mächtige Gott. Und er will uns helfen, und er will uns segnen, und sein Arm ist stark, und das tröstet uns. Was ist, wenn ein kleiner Junge von einer Schulpriel kriegt von einem von seinen Kumpels? Ha! Du warst seine mein Papa, wenn der kommt. Dann wirst du dort kriegen, was du mir getan hast. Ja? Willst der Junge vertraut ab dem Storch im Arm von seinem Vater, von seinem Papa. Der wird kommen, der wird dort geben. Und Gott sagt, ich habe einen Storch im Arm. Sie brauchen ihn nicht Sorgen machen. Wenn da Ungerechtigkeit passiert in diesem Jahr, ich schicke tau, ich schlug nicht, und ich habe einen Storch im Arm, und ich will ihn helfen. Und das tröstet uns. Das ist ein Trost. Mexiko braucht viel Trost. Die Menschen hier, die hier von uns sind, und die dann an uns ran sind, brauchen viel Trost. In Paraguay brauchen die Menschen viel Trost. In Syrien brauchen die Menschen Trost. In Nordkorea brauchen die Menschen viel Trost. Alle Wegen auf der Welt. Ritje, Arme und Down. Jeder Mensch hat Städte in seinem Leben, wo er Lieder hat und wo er Trost braucht. Klein, groß. Nicht immer sind wir bewusst, dass wir das haben. Aber alle haben die Not. Und Gott sagt auch, er wird kommen und er wird uns recht beschenken und er wird uns belohnen. So, das gibt Menschen, die Gott leben von ganzem Herzen, die Jesus am Hort haben, aber die auf diese Erde viel Schweres erleben. Kennen Sie so eine Menschen? Ja? Die treu sind, die Gott leben, und doch, meinetwegen haben sie Krankheit, Schwierigkeiten in der Familie, vielleicht finanzielle Schwierigkeiten, immer weiter. Und schließlich sagen wir, wo ist der gerechte Gott? Ja? Die Banditen, die 4 Batzen alt sind, und denen passiert nichts. Ja, Fidel Castro war alt worden, wie viele Menschen, wie viel Christen hat er angebracht? Dem passiert niemals so einen Grip. Der wird immer ganz gesund. Ich weiß nicht von dem, aber immer haben. Ich weiß, dass er alt wird. Das weiß ich. Der wird ganz alt. Gott hat ihm nicht den Sauerstoff aufschrauben, die Luft aufdrehen. Nee. Weil Gott hat eine Ewigkeit, die Gerechtigkeit schaffen. Im letzten Buch vom Alten Testament, in Malachi, da sagt es, dass die Menschen sehen, warum wir uns hier rumquälen, Gott, deine Wort halbt das. Die andere hätten ja viel besser, der hat Gott verspottet und denen ist nichts passiert. Aber, sagt die Bibel, da wären noch andere, die sehen, weil wir dem Herrn dienen. Die mucken sich Mut, einer dem anderen, weil wir dem Herrn treu sind. Und dann sagt Gott, das wurde ich abgeschrieben in einem Buch. Und das kommt der Tag, wo ihr worden unterschied sein. Das kommt der Tag, wo ich die belohnen, die zu mir geholfen haben. Das kommt ein Tag, wo das Wort Gerechtigkeit geben und für alle Ewigkeit. So oft wie dort in ihrem Leben leichter oder schwerer haben, brauchen nicht unsere Sorge sein, weil es wie weiter, wir sind getröstet, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Amen. Gott sagt, wir sollen am dort evaluieren, das Rechte. Einmal, weil wir hier auf dem rechten Stuhl sitzen. Sagen, das ist toll und das ist Toren schuld. Und wir würden einmal hier, weil die Menschen aufrecht. Gott sagt, evaluiert mich dort. Weil Gott seine Gerechtigkeit ist eine andere als unsere menschliche Gerechtigkeit. Unsere menschliche Gerechtigkeit ist Rache eiwe. Und dort bedeutet den Nächsten kaputt machen. Darüber machen wir Gerechtigkeit. Gott seine Gerechtigkeit, so ist der Hebräer dort verstanden, wie eine hell schaffende Gerechtigkeit. Das heißt, Gott verzeiht mir. Dann sage ich zu Gott, du aber Jana, der hat mich sehr teuer gesagt. Muss ich nicht mal mit Strophe wollen. Dann sage ich Gott, was Jana dir getan hat, dort wird die alle trägen.
Dafür wil ik die alles belonen. Maar wat ik met Janem doe, dat je die nog staan. En wanneer ik met hem nog mal zal verhandelen, dan zoals du die door even niet moet vrijen. Want wanneer du die vrijst, dan wordt het je wat die dal worden. Dat is ganz anders als ons denk je. Dat is ganz anders. Dat dreht zich wat om. God leeft jeden mensen. Hij wordt eventueel een bad te laatst hem die gelegenheid geven, dat hij kon op zijn nood komen en dat hij kon ook erlijst worden. Hij wordt ook wel, wie beden voor Israël? Ik weet niet of het is gemeente, maar vele gemeentes wordt voor Israël gebeden. Ik zie er nog niemand geweest, maar ik weet dat mensen van hier doorheen voeren. En dat is ook zeer goed. We zullen immer voor Israël beden, wil God wel dat we zullen voor de vrede van Israël beden. Maar weet je wie moet ook beden voor de obers van Israël? Wils die brug ook een lezing. Die brug ook Jezus. Dus de Joden Jezus ze brug ook alle veldjes van de eerd. Ja? Dus wie Plautische erlezing brug ook de Spanische erlezing. En brug ook de Mexicaner erlezing brug ook de van de States erlezing. En die van Canada brug ook. En die van Paraguay brug ook. Ja, alle mensen. En Jezus is voor de ganze wereld gekomen. Voor de mensheid. Damit we niet een groep uit afgeschreven. Voor alle. Dat met alle die aan hem leven, daar is de onderscheid. Een deel wordt aan hem leven en een deel wordt niet leven. Daar is de onderscheid, dat we ons kunnen niet alle met en dat is een plan. We kennen grote troost bij God vinden en we weten dat God ons wordt rich belonen. China is zo rich dat hij God wat schenken kan. Wils God is een cavaliero. Hij wordt immer veel meer ons geven als ergens een mens van hem geven kan. En in demzelfde tijd zegt het in vers 11 ook dat God wordt ons op zijn schoot nemen. Ik had dat ook veel gezegd. Wils, ik weet dat es een grote nood dat we aanvangen door over na te denken. Am Anfang schuf ich das bloß was. Wie zei damit hab, das kann ich mir nicht vorstellen und so. Aber zum getreist worden, brück wie das Bild. So ist das Kind beim Schaut auf Mama kommt. Mama konnte sich auf 5 Meter aufstellen und sagen, das wird besser worden, alles okay. Ja, das Kind kann ja ran und will auf dem Schaut ab. Will dort sperren. Und dann fällt es sich getreist. So, wie muss auch so dicht bei Gott kommen. Dat we speren dat God ons op zijn schoot neemt en ons heilt. Onze krankheden, onze zonde waswaschen dat. En dat hij ons rein maakt. En hij wordt ons niet alleen laten. Als Jezus op deze eerd weer, dan zegt hij immer weiter, wir sollen nicht Angst haben. Und er sagt auch zu seinen Jüngern, er deed seine Jünger immer weiter trösten. Sagt, sieht nicht aus, ich war gewohnt, und ich war in eine Wohnung, ein Haus vorbereitet. Und sie brauchen darüber nicht traurig sein. Und dann wird er früh der Heil, weil er Kind wird gestorben, und dann sagt die Bibel, Jesus dem jammer dort. Und er will früh trösten, so er das tote Kind abwatschen. Jesus hat ein Hort für die Menschen. Jesus kann die Not von allen Menschen speren. Er kann dienen in meine Not speren. Und das ging so wie, als Jesus dann wirklich mit dem Thema Amawala kommt, dass er wird gehen, der Jünger wäre sehr, seine Schüler wäre sehr abgerecht darüber. Und dann sagt Jesus, weißt du was, wenn ich gehe, dann war ich nicht allein los. Ich will in den Tröster schicken, den Heiligen Geist. Und der wird immer bei uns sein. Und ich will da ein paar Verse lesen, Gottes Wort in Johannes, Kapitel 14, Vers 15, Vers 18. Da sagt Gottes Wort so. Wer mir Gott ist, wird meine Geboten holen. Und ich werde den Vater fragen, und der wird uns einen anderen Tröster geben. Einen anderen Tröster geben, der ewig bei uns bleiben wird. Dat ist der Geist, der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann. Weil der, den ich sitze
en ook niet tjant. Je aber tjanen den, wils de woont aanjunt en wordt met junt zennen. Het wil junt niet als wijzen tjenja loten, het wil treed naar junt komen. Nog vers 26. Aber der Treister, der Heilige Geist, den de Vader en mijn naam schenken wordt, die wordt junt alles leren en junt aan al dat denken helpen, wat ik te junt gezegd heb. Zo, dat thema vandaag is troost. Im Alten Testament redet Gott, wo hij troosten deed, aber auch im Neuen Testament, Jesus redet davon. En bevor Jesus wegging, gaf hij de grote boodschap aan ons allen, dat hij zijn trooster, den Heiligen Geest, schenkt dat. Dat de Heilige Geest, die is door te doen om ons te troosten. De Heilige Geest is door te doen, omdat we weten dat we Gottes Kinder zijn. Viele Menschen sagen, ich weiß nicht, auf was gerat sie. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du, auf du gerat bist. Weil die Bibel sagt, der Heilige Geist, gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Solange wir Gott noch nur im Kopf haben, weit wir das immer nicht. Aber wenn wir den Heiligen Geist an uns abgenommen haben, dann weit wir das als Kind Gottes. Nicht, dass ich keine Troubles habe, aber ich ein Kind Gottes. Jesus hat mich angenommen. Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Ich bin eine Familie Gottes abgenommen worden. Das ist nicht so, dass Gott ein Kind hat, dass nu ist es ein Kind, nu nicht, nu jo, nu nicht, nu jo, nu nicht. Ja? Manchmal, wo wir so mit der Lösung kommen, nu weiß ich nicht, nu hat vielleicht was Schlechtes gesagt, und nu wollte ich nicht im Himmel kommen, nu stopp, ich verloren. Nu sieht ihr rat, nu sieht verloren, nu sieht ihr rat, nu sieht verloren. Ja? Und über das heeft viele beetje, in honderden jaren hebben de mensen over dat diskutiert. En ik wil daarop niet aangaan, op de discussie. Ik wil bloos op dit eind aangaan. Dat du, wanneer du met God een goed verhältnis hast, dan geeft de Geest Gottes die ganz sicher dat Zeugnis, dat du een kind Gottes bist. Dan geeft die de Ruhe, de Vrede, doorheen. En wanneer du dort Twijfel hast, dan würde ich die Mut machen von nou und sagen, Herr, füll mich mit deinen Heiligen Geist. Das ist nur ein von viele Dingen, die die Bibel sagt, was der Heilige Geist an uns tut, um uns Trost geben. Er gibt uns Frieden. Der Heilige Geist gibt uns Kraft. Die Bibel sagt, wir wurden Zeugen sein. Wir wurden von Jesus Brot reden können. In Paraguay sagen die folgende Deutsche zu mir, und ich hier das einmal war so, also, ich weiß nicht, wo ich dort auf Spanisch sagen soll. Aber Geld auf Spanisch verdienen das nicht. Von Jesus auf Spanisch redet das nicht. Wo kann ich Geld kleiden auf Spanisch? Nein, kann ich von Jesus reden auf Spanisch. Wo das? Hast du nicht irgendwo, kommen du nicht auf neue Gedanken kommen, dass irgendwo schreibt verandert? Irgendwo ist eine ausgebrochen. Da ist nicht, was recht an unser Chor. Weil wenn ich wirklich nicht Spanisch kann, dann kann ich auch mit China nicht ein Business haben. China wird Scheibe für Scheibe nicht. Weil ich kann nicht Spanisch reden. Das ist eine Utrede, die wir gefunden haben. Dann sagen wir, ich da Zeugnis gebe mit meinem Leben, dass die Menschen dort Seele sein. So, nu frage ich euch. Über 90 Jahre sind die Mennoniten hier in Chihuahua. Ungefähr, sie nicht von der Geschichte gehört, aber das haben wir gesagt, so um 90 Jahre. Mit mehr, mit weniger. Wofür hat uns Zeugnis dazu gedient? Damit tausende Menschen, Spanische, der Ramans leben, Jesus kennenlernen. Wo sind die Menschen? Wo sind die Gemeindes? Weißt du, wenn wir uns aufmachen vom Heiligen Geist, dann können wir frei, brav davon reden. Dann wird uns die Angst genommen. In Wirklichkeit habe ich Angst. Ich habe auch sehr Angst gehabt. Ich wusste nicht, wo soll ich das wieder sein. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, dann wird irgendwer kommen und sagen, du, nu hier mal ab, das ist nur lang genug. Ja? Das ist das manchmal, wo die Welle bei mir einfach mal aufschaut. Der Heilige Geist, der gibt dir Frieden,
davon zu reden. Nicht bloß von hier. Auch ab Gas, wo immer du wem trafst, wem Traktoren, in Faunen, was immer ist, da gibt die Freund von Jesus zu reden. Der Heilige Geist gibt uns auch Gaben. Die Gaben vom Singen, vom Lehren, den Lehrdienst, der Hirtengabe, Gaben vom prophetisch Reden, Visionen haben, wenn du betest, dass Gott dir was wiesen wird. Und du möchtest auf einmal Gott, der die Treiste, der steht, was er dir gewesen hat. Du bist vielleicht in großer Trouble, aber Gott hat dir gewesen, du hast gebeten, hast eine Vision gesehen, das wird passieren. Gott, wenn ich von dieser Gabe nicht gekannt habe, und andere mir nicht gedacht habe mit ihrer Geistesgabe, dann würde ich von auch nicht hier sein, ihr Leben, ihr Schwester. Dann würde ich, glaube ich, all sehr lange nicht mehr auf das hier sein. Aber die Dienste, was andere deiden, vom Heiligen Geist gelehrt, die haben nicht an mir immer wieder abgerechnet, dass wir manche Reden wieder machen. So dass es wird ganz wichtig, dass wir beim Himmel ankommen. Ohne den Heiligen Geist kommen wir nicht beim Vater an. Das ist uns GPS. Ja? Vandaag dag de nieuwe koren hebben dat al binnen. Du brauchst nicht mehr fragen, ob das reichen links dreht. Du stellst bloß Enden vor. Ja, und lass die leiden. Irgendwann bist du dann durch. Der Heilige Geist ist bloß noch ein bisschen sicherer statt. Wenn wir uns von dem leiden lassen, dann weiß ich genau, wo ihr Büt wird, dass du dann nicht tun vorlässt. Ja? Das GPS, dann weiß das manchmal noch nicht. Ich weiß nicht, warum manche lachen. Das ist nicht so ganz sicher einmal. Ja? Aber das ist bloß eine Andienung darauf haben, dass wir uns was feststellen. Die lädt uns nach Jesus. Die lädt uns nach dem Vater. Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. Der Heilige Geist gibt uns die Geschenke und er gibt uns geistliches Leben. Das Fleisch, sagt die Bibel, uns Fleisch ist jenem Geist. Und der Geist jenem das Fleisch. So, wenn wir nicht voll sind vom Geist, dann stinkt das sehr sängerig vor. Das wenn man Fleisch beim Barbecue machen, das, ja? Das riecht schön. Naja, aber ihr weißt, wovon ich rede, ja? Wenn wir versuchen, allein mit Jesus zu gehen und uns Christenleben da zu setzen, und uns Fleisch immer gehen und uns Charakter und immer weil sind wir, haben zu viel gesagt oder haben Bitternis in uns in dit in Jan. Und wir kommen schier nicht wieder im Christenleben. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, er gibt uns die Kraft und er ist stärker als das Fleisch. Er gibt die Kraft, auch uns Fleisch zu besiegen. Das ist so wunderbar, das ist die Kraft Gottes in uns. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind ein. Das schafft immer taub. Das schafft niemals geteilt. Das schafft niemals gegeneinander. Das wird niemals gegen Gottes Wort. Weil der Geist Gottes hat das Wort inspiriert. So, wenn wir uns vom Geist Gottes leiden lassen, dann wird er nicht gegen das reden. Deswegen, wenn wir sagen, das hat mir der Geist Gottes gesagt, dann sagt die Bibel, dann sehen der Älteste, Tschitje, ob das stimmt. Sie sehen das Reste. Wenn das stimmt, dann ist das vom Geist Gottes. Okay? Das ist was Wunderbares. So, der Geist Gottes, der hat Gabe, dass wir für Kranke beten. Der hat einzige Menschen, wenn die für einen Kranken beten, dann wird er gesund. Der hat eine Gabe dafür. Der hat Menschen, wenn die Kranken sind, die haben Verlangen danach, für den zu beten. Und wenn die dann da hingehen und das tun, dann passiert wird. Der andere beten, hat aber nicht die Gabe. Alle können wir für Kranke beten. Die ganze Gemeinde kann das tun. Aber es gibt unter der Gemeinde einzelne Menschen, die diese besondere Gabe haben, für Kranke zu beten. Andere haben die Evangelisten Gabe. So, das sind Dinge, die der Heilige Geist hat, um uns trösten, um uns stark machen, dass wir erbüht wurden und dass wir uns ganz gefällt von der Jenwut Gottes in unserem Leben. Unsere Frage von uns ist, wer will sich trösten lassen von uns? Wer ist von uns so weiter, dass sagt, Gott, ich würde das brauchen, dass du mich trösten lässt. Ich würde wollen, deinen Trost an mein Leben abnehmen. Weil je ohne den Geist Gottes gibt es kein geistliches Leben nicht. Uns Geist
es verdreht. Als Gott mal Adam und Eva geschaffen hat, dann hat der Geist eine starke Meinung am Mensch. Weil Gott kommt jeden Tag, jeden Abend und der Mensch bezieht mit Gott. Als wir gesündigt haben, als Menschen, dann ist uns menschlicher Geist verdreht. Weil die Bibel sagt, wir sind geistlich gestorben. Der Geist Gottes ist weggegangen von uns. So leben wir getrennt von Gott. Das ist unser Sinn. Wenn wir in Jesus kommen und Jesus uns unsere Sinn verzeiht, dann nimmt das Hindernis wahr. Und dann können wir dem Geist Gottes anladen und er kommt an uns und er wird unserem Geist befruchtet, dass nie das Leben entkommt. Dann wo wir vom nie geboren, sagt die Bibel. Dann steht der Geist, der tot wird, der verdriecht wird, der weicht ab zum nie Leben. Und dann wird der Geist Gottes mit unserem Geist reden. Und wir können ein geistliches Leben führen. Wir reden manchmal vom geistlichen Leben. Ein geistliches Leben ist unvorstellbar ohne den Heiligen Geist. Aber es ist ein Geheimnis, das muss ich Ihnen auch sagen. Das steht hier in diesem Text. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Wer Jesus Christus nicht angenommen hat in sein Leben, der kann dem Heiligen Geist nicht kriegen. Der Heilige Geist ist sehr, sehr heilig, heilig, heilig. Er hat nicht den Teil, den Jesus hat, dass Jesus Gott in Mensch ist. Deswegen kann Jesus uns nicht vorbringen. Der Heilige Geist ist heilig. Und er kann nur dort wohnen, wo Jesus das Hort reingewaschen hat mit seinem Blut. Und dem Hort, das er das Leben nimmt. So ein Mensch, der ohne Jesus geht, wenn der anfängt, von geistlichen Sachen zu reden, dann kann ich ihn sicher sein, dass er bei seinen Finden dann hat, wenn er nicht was verbleibt. Ja? Das ist ganz klar. Ich habe viele Menschen, die sagen, die geistliche Energieströmungen sollen von durch den Tag, ich habe dort viele, die beide die zum Stein an, die wird die heilen, der andere mit die das an, und Jant, und da dran doch folgen, und ja, uns glaubt ihr so dran. Mit so etwas soll wir lieber nicht spielen. Mit so einer Sache im Internet gibt es so viele Angebote, Milliarden und Millionen Angebote von allen Sachen, die vom Okkultismus ist. Die beide Find hat keinen Raum, wo der Heilige Geist ist. Okay? Und der wohnt dran uns an Jesus Christus. Wer das im Kreuz nach Jesus gekommen ist, der kann fragen im Fall seiner vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt, von dem Moment an, wo ich Jesus gelebt habe, sind sie gestempelt mit dem Heiligen Geist. Und hier sagt der Text, die Welt kann den Heiligen Geist nicht kriegen und sie kennt ihn auch nicht. So, wenn wir wollen getröstet worden von Gott, wenn wir den Trost da haben, bei uns haben wir jeden Tag, in jeder Nacht, in alle Wehen, Jesus sagt, als wir den Trost da schätzen, und der wird ewig bei uns bleiben. Immer. Der wird niemals mehr waschen. Das heißt, der wird derstes im Leben, derstes im Tod und in alle Ewigkeit bei uns sein. Halleluja. Das ist doch eine gute Nachricht. Wir haben manchmal Angst von diesem Leben, in jenem Leben nennen, auf das dann schaffen wird, oder auf der Weise finden, dann wird das waschen kommt. Der Herr Jesus, der wird ewig bei uns sein. Halleluja. Und wo dort sein Stempel boven steht, dort ist gestempelt für Gott. Dort ist gestempelt für Gott. Und dort darf der Feind nicht antasten. Dort darf der Feind nicht kommen. Er wird uns versichern, was fährt zu bleiben, was fährt zu leben. Wir sagen, bleiben in Paraguay, ich weiß nicht auf hier. Aber das ist ein Er wird uns versichern, fährt zu leben. Dabei ist der Feind. Wird uns versichern, fährt zu leben. Aber wir brauchen nicht Angst haben, dass er mit Gewalt uns wird antun. Weil der Heilige Geist, der ist in uns. Und der Heilige Geist, der wird uns beschützen. So ist eine Welt, der Israel beschützen wird, als die Ägypter an verfolgen wird. Die Welt wie hinter Israel, die Welt wie vor Israel und die dann leiden, in einem versprochenen Land. So leitet der Heilige Geist uns im Himmel. So beschützt der Heilige Geist uns, dass der böse Feind uns nicht finden kann. So ist der Heilige Geist über uns und gibt uns Kraft. Und so ist der Heilige Geist in uns und gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind.
Was, Levi? Jetzt dort nicht noch was scheint für uns, was wir vielleicht noch nicht geprüft haben? Oder nicht genug geprüft haben? Kann das sein, dass Gott für uns noch was Gutes auf dem Dach schafft? Und wir haben Hunger. Und wir haben nicht dort geprüft hätten? Weil wir vielleicht uns blöd vorkommen? Oder vielleicht haben wir auch Angst dafür, wer weiß, wo der Heilige ist. Die Menschen vom Heiligen Geist reden, die sind halb. Gestern oder ergens in uns, hier wird zu mir einer von den Jungs, das ist einer, das ist ein ewiger Schnack da für Gott. Und ich sage, Gott, wenn wir ewig Schnackte sind, dann ist uns mal nicht kommen im Himmel. Ja? Dann gehen wir alle da. So, das sind Menschen, die vom Heiligen Geist reden, die tun so, das ist so funnig, das sind ganz aufgedreht. Nicht alles, was man das im Namen vom Heiligen Geist, ist wirklich vom Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist, der wird im Welle vom Vater an uns tun und der wird nur tun, was Gott wird an euch mag. Der wird nur tun, was uns schaden und der wird nur tun, was jenem Wort Gottes geht. Das kann man immer nur checken, ob das vom Geist Gottes ist oder nicht. Das ist nicht in graues Land, das ist schwarz-wit. Ganz klar. Da braucht keine Angst für haben, wenn ich mich obda vom Heiligen Geist, dann wird auf einmal was beiset kommen. Nee. Jesus redet mal davon. Und er sagt, sie, die schlecht sind, sie geben schöne Dinge, gute Dinge. Wo viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die darum beten. Und vorher braucht das Beispiel vom Steinen, von den Schlangen. Ja, wenn du am Brot fragst, dann hat der Vater nicht in Steinen und so wieder. Ja? So, Gott versichert uns, dass er niemals das Tollute wird, dass wenn wir am Fragen sind, den Heiligen Geist, wenn wir ankommen, dann wird er uns nicht eine Schlange geben. Dann wird er uns nicht Gift geben. Dann gibt er uns seine Leben, seinen Trost und seinen Tröster, dass er kann immer jeden Tag bei uns sein. Und darum wollen wir von uns beten, uitlodend en op te stonden te beden. En ook te entscheiden. Wat je willen zijn, die mensen die zich van God laten troosten van de oond. Wat je willen zijn, einer van die zegt, Jezus, ik bruk dat, ik bruk dienen troost. Ik kom naar die. En einige van jullie, oder viele van jullie hebben deze dag Entscheidungen getroffen über eine Beziehung mit Jesus. Und vielleicht sagen sie, was ist nun der nächste Schritt? Wird Jesus, dass er die fällt mit seinem Heiligen Geist? Dass er die leidet, dass er die tröstet, dass er die Kraft hat. Mag den Hort einfach auf, mag der dir einfach auf und sei, Herr, alles, was von dir kommt, willkommen hier. Ja? Da brauche ich nicht sagen, nee, ich will nur ein Steizchen, ein kleines bisschen. Nee. Alles, was von dir kommt, Herr, hier, willkommen. Bitte. Ich sehe ganz für die da. Dann freut sich Gott. Wenn bitte Gott sagt, ich will noch mehr, dann freut sich Gott. Weil er weiß, das hat uns Gott geschmeckt. Und da wollen wir noch mehr erfahren. Lass die Trösten vom Geist Gottes. Nimm es ab in dein Leben. Ich will für die beten, nur dass wir beten, weil ich anlade, dass ich hier in die Ferne komme. Was von da und ich sagen will, Jesus, komm in mein Leben, was ich nicht klar habe. Damit sie zum zweiten Tjene sagen, Herr, jetzt hier, fall mir. Ja? Was das all klar haben, dass Jesus in ihr Leben ist, die lade ich auch an, zu kommen. Und dass sie kommen und einfach sagen, Herr, du hast mir Rat, du hast mich vergeben. Aber nu will ich die Frage, ob du mich kannst fallen mit deinem Heiligen Geist. 2 Dinge, okay? Beten wir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du uns nicht allein gelassen hast. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt. Und Herr Jesus, danke, dass du in diesem Raum bist, dass du wirken bist, dass du trösten bist, dass du uns Kraft geben bist, dass du uns die Geschenke gibst, die Vater, die mitgeschickt hast für uns. Dass du uns immer weiter auf Jesus hinweisen bist. Dass du uns immer weiter halbst, erkennen, wenn wir sind falsch gefahren, dass wir auf den rechten Weg kommen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du deinen Heiligen Geist ausgegeben hast über alle, die wir hier sind, und über alle, die tauchen. Dass du ausgegeben hast, deinen Heiligen Geist und deine Kraft über alle, die an die gelebt haben. Und Herr, die noch nicht an die gelebt haben,
Dan bid ik dich nu dat ze vandaag ook in je hart opdoen. En die aanloden in je leven. En je geraad worden. En je van nieuw geboren worden. Van Geest geboren worden. Dat juist met dem Geest Gottes taub kan schaffen. Dat ze geen val zijn van Geest Gottes en getreist worden. O Herr, ik bid die. O Vader, we roepen die namen aan hem, namen Jezus. En we bidden dat die grote kracht en leven. Vandaag troost en heilung schaffen dat in ons leven. Dat alles bidden we in Jezus zijn heilige namen. In Jezus zijn heilige namen. Amen. Amen. Bitte komt. Komt hier aan de verre. Einfach als een teken. Maakt je hand open en komt naar verre. Steht nicht so, als wenn je im Gefängnis sind. Steht einfach so und sagt, hier Herr, alles was du hast. Da wir alle beten, die in die Ferne kommen, die nicht kommen. Aber ich lade nicht an. Ich stehe, die sagen, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, kommt. Aber ich will sagen, ich brauche den Tröster, den Heiligen Geist. Lass die Tröster von Gott. Lass die den Heiligen Geist schenken. Komm und bete. Kommt hier, bitte schön. Wir wollen dann hier taub beten, versöhnt. Met de prediker, met de pastors en die im Gebetsteam sind, wo wir für ihn beten. Bitte kommt. Kommt, ihr Schwester. Ich habe so lange allein gekämpft, was ich antworte, dass das weh, was ich brauche, und ich mein Hort kann aufstellen und sagen, komm. Ich weiß das noch, den Mond, den ich büte, und sehe hier, Herr, komm. Komm, Herr Jesus. Ich sehe frei für dich. Alles wat van Vader komt, dat wil ik hebben. Zeg hem dat. Kom, mijn broeder, mijn zuster. Jugendliche, kom. Verspeelt je tijd niet eerst je tweede schlonen. Komt naar Jezus. Leeft aan Jezus, aan zijn vergeving. En bid hem dat hij je verder heeft met dem Heiligen Geest. Dan vangt wat niet aan. Dankzij Herr Jezus dat u vanavond werkje heeft. Ik lade je aan. Ook wanneer je al veel jaren bent am geloven. Maar vielleicht hat vandaag und der Geist Gottes zu dir geredet und sagst, das ist, was mir fehlt. Das ist ein Ding, was ich nicht gesehen habe. Oder vielleicht ist die das auch nicht gelehrt worden. Mir wird das auch lange nicht gelehrt. Aber ich das auf einmal darf hier in seinen erleben. Was immer das gewesen ist, das ist nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass du von euch kommst. Okay? Komm. Mein Bruder, meine Schwester, komm nach Jesus. Freund, komm nach Jesus. Das ist uns letzter Abend hier. Komm. Das ist ja für dich. Willst du nicht kommen, wenn die hier, wer wird so und so viel $1000 anbieten? Der Herr Jesus ist mein dort. Der Herr Jesus bringt uns die Geschenke, die der Vater für uns gemacht hat. Sagt die Bibel. Er hat nicht op één Rechnung. Het is bloß dort, wat de Vader am gegeven heeft voor ons. Hij deelt ons dort uit, wat de Vader dem Heiligen Geist gegeven heeft. Kom, Jugendliche. Dit is een gelegenheid. Een grote gelegenheid. Ältere Menschen. Für mich ist das so wunderbar. Mein Vater fängt mit 80 Jahren die Bibel zu lesen. Von klein ab immer zur Kirche gegangen. En ich habe ihm viel vertalt, mehrmals vertalt, von wo schwer das ist wäre. Aber mit 80 Jahren fängt er an die Bibel zu lesen. Er ist nu 87. Nu für ein paar Monate, hier das am dem ersten Mal beten vom Heiligen Geist. Das wäre für mich so eine Freude, dass er mit 87 Jahren dort noch kann abfuttern in sein Leben. Und der Geist Gottes, der führt an. Und sein ganze Denken ist anders geworden. Es Leben angekommen. Das ganze Leben in unserer Familie ist eine Revolution passiert, geistlich. Der steht, dass er Jesus gefunden, wirklich, persönlich in seinem Hort. Und der Heilige Geist hat konvertiert in sein Leben. Und das ist auch für die so. Weil wir mal ab hier uit einer Kraft kämpfen, dann får vi folken genspön. Wir sind falsch im Traffic. Und dann gibt es viele Accidents unter Christen. Und wir leben alle anderen vor falsch.
wat wir dat antwoorden, dat we zijn de jansen dat op een falsche boen zijn. Ja? Hoe je hebt dat hier zoveel mensen de falsch voor. Ik wil een falsche zien. Maar dat is voor alle andere falsch. Ja? Wils wie niet weten wat de restje ziet is, dat weet moet de geest Gottes. Die kan ons leiden en die ziet dat we ons niet zien, die zo weit brokken hebben. Bitte, komt. Weet je, dat is een geschenk van God. Hey, Geschwister. Wo die leven dat God ons wat slecht wordt schenken? Kom, zei Herr, hier zie je het. Fang an te beden, wanneer du beden kannst. Die verder, du brauchst nicht wachten, aber ich bete hoor. Bed al voor dein leven. Bed door. Zei Herr, val me met deinen Geist. Ich brauch de Kraft. En wanneer du Jesus nicht in dein Leben abgenommen hast, dann komm nu vandaag en zei Herr, vandaag wil ik met Jesus aanvangen. En ich will auch den Heiligen Geist haben. Die Chance ist für alle Menschen da, für einen jeden, dass wir das neue Leben kriegen. Und für alle ganze Versammlung. Für jeden, der Jesus all hat. Von dem Tag an, wo du Jesus angenommen hast, wirst du gestempelt vom Geist Gottes. Aber die Entscheidung, ob du dem Geist Gottes anludert und verletzt, das hat viel damit zu tun, ob du am der aufmachst und sagst, bitte hier, komm dann, Geist Gottes. Oder ich weiß all, was ich verschaffen habe. Und dann müssen wir eben mit unserer eigenen Kraft versuchen, mit dem Himmel zu kommen. Und das ist sehr schwer. Halleluja. Der Geist Gottes wirkt. Der Geist Gottes wirkt. Mag die opvaren. Hier verder, der Geist Gottes wirkt op ook door naar hier. Je hebt hem de antwoord. Hij klappert aan de deur. Maar hij wacht of du wirst opmaken oder nicht. Der Herr ist an der von unserem Leben. Der Geist Gottes hat in diese Dorge stark zu uns geredet. Stark zu uns geredet. Und er ist hier. Und er will die besiegen. Und er will die trösten. Wir klagen so viel über all unsere Troubles. Aber wenn der Trost angeboten wird, dann sind wir bereit, uns trösten zu tun. Ja? Komm nur die Tröste vom Herrn. Er wird die trösten. Er ist der Gott, der uns Trost zu sprechen hat. An seine Vergebung. An seine Leben in Jesus Christus. An seinem Heiligen Geist, der der Tröster ist. Sein Name ist der Tröster. Ein von seinen Namen ist der Tröster. Der Geist Gottes ist der Tröster. Es ist Gott sein Trost an uns. Mit uns. Halleluja. Gott ist hier. So, ich will mit Ihnen beten. Ich wollte erst das Gebet beten, was wir hier jeden Abend Gebet haben. Dass wir Jesus in uns Hort anladen. Und dann wollen wir beten, dass der Herr uns verletzt mit seinem Heiligen Geist. Okay? Die können einfach mitbeten. Ook voor die die daar zijn, het logent aan voor die in de ferie gekomen zijn, dat ze er heen opmaken. Weet je, met onze heen zijn we fokken wat we denken. Ik kan dat van verre zijn, ja. Wer zo staat, zum Beispiel, der sagt, ich kann nicht mit dir. Ja, wer so steht, der hat auch nicht, ja, jeder hat so seine. Aber wenn ich so tue, dann sage ich, zieh auf. Das kann ich mit der Hand wiesen. So, das hat was zu tun mit der Hand. Das ist ein Symbol, aber das hat sogar mit unserer Einstellung zu tun. Hier, Herr, ich mag mich auf. Da meine Hand fallen. Da mein Leben fallen. Ich zieh auf für dich. Ja, versichert mal. Der wurde nicht weichfliegen, der Hand. Versichert mal. Alle, die sich an der Stelle festhalten. Versichert mal einfach. Stell loslassen. Der Hand fährt. Ja. Da kann nichts Schlechtes passieren. Da kann nichts Schlechtes passieren. Weil Jesus ist hier. Das ist alles unter seiner Kontrolle. Und bet mit mir. Wenn du Jesus fest anladen an dein Hort, dann bet einfach mit mir das Gebet. Wenn du den Heiligen Geist fest anladen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist von der Abend. Und ich komme nur dir, Jesus. Ich brauche deinen Trost und deine Vergebung. Weil ich gesündigt habe.
En ik beken mijn zonde. En ik bid die Heer Jezus, wasch mij rein van al mijn zonden. Kom in mijn leven. En Herr, vul mij met die Heiligen Geest. Met dem Tröster. Heiliger Geest, ik maak de deur op. Kom nein. Du bist welkom bij mij. Ik wil gemeenschap hebben met die. Ik wil van nieuw geboren worden. Vom Geist Gottes geboren worden. Heiliger Geest, vul mij. Met de lijf van Vader. Met die kracht. Vul mij, Heiliger Geest. Met leven. Met dat eeuwige leven. Met dat ervulde leven. Geef mij de vrede. En heil mijn wonden. Der Jezus Christus. En Jezus, zie nu me bid ik. Blijf einfach so ferm, Herren, lod hem aan. Red hem. Zij dauwen dienen wieder beten. Du kannst beten. Zij, wie zie ik, kom. En de Geschwister waren hier ook, dat je reden en ik wil met Antwerp gaan voor jullie beten. We worden voor jullie ook beten. We kunnen zelfs beten, Herr, vul mij met in Geist. We kunnen ook einer voor den anderen beten, zegt de Bibel, dat we gevuld worden met in Geist. Dat is niet van een vorm afhängig. Dat is van die Hort afhängig. Wenn du frei bist te beten, dan kom einfach in bed. En willen we einer voor de anderen ook beten, wanneer je in Tjanen de Taubstunden en zei, Herr, vul ons met in Heiligen Geist. Die wordt als eigen voor de Taubstunden. We brokken die in Heiligen Geist. Willen we einfach mal alle anfangen te beten. En die wordt eingeladen worden, zijn hier te beten. De pastors van het gebedsteam bidden. Willen we voor de mensen beten. En veranderen.